bekommt jetzt eure Geschenke und dann müssen wir weiter noch andere Kinder besuchen. Da habe ich mich auskennt und habe den großen Jutesog eingegriffen und hab gleich als erstes so was Wachs erwischt, denke ich mir, aha, ein Bolz haben, denke ich mir, und zieh an. Auf einmal tue ich einen riesen Schrei vor Schmerz und nur mehr vor Schreck und reiß die Hand aus dem Sog raus. Und was war? Hängt da die rote Tigerkotze an meine Hände. Im Finger hat's mit Bissen gehabt und mit den Kreien hat es sich an meinen Unterarm festgereiht. Und wie sieht das heraus, das aus dem Sog, lässt sie sich fallen und rennt ganz verschreckt in den Kosten rein. Die Minka von Hofer, die Minka von Hofer, haben die Kinder geschrien und sind gleich hinten nachgekreit in den Kosten und haben's am Schwarfer angezahlt. Ich hab einen gewissen Erklärungsnotstand gehabt, wie die Hoferkatze Nikolaus sein Sog einkommt, natürlich nur vor die Kinder, klar, weil wir Erwachsenen haben uns alle gleich auskennt. Aber wie ich es erklären anfange, hat die Nicolina Angst gehabt, dass ich wieder mit so einer langen Geschichte daherkomme, wo am Ende wieder der Donald Duck die Hauptrolle spielt. Und deswegen hat sie mir gleich das Wort angeschnitten und hat kurz und bündig gesagt, die Minka muss uns wohl beim Rasten im Stiegenhaus reingeschlupft sein, hat sie gesagt. Und dann haben sie die Geschenke gekriegt, die Kinder, und dann haben wir uns gepfirt. Ich habe vor der Wohnungstür draußen gewartet, wieder während sie kassiert hat. 2 Euro hat sie gesagt, wie sauer gekommen ist. Das war das ganze Trinkgeld. Und dann hat sie mich noch geschimpft. Unmöglich, hat sie gesagt. Was sag ich unmöglich? Du warst unmöglich. Wieso, sag ich, wieso war ich unmöglich? Was kann ich nie dafür, wenn das Katzenlur da den Sog reingereiht? Wer denkt denn auf sowas? Na, davon sage ich ja gar nichts, sagt, das war Pech, aber die Geschichte mit dem Bart Simpson und den Asterix, einfach unmöglich. Etwas Blöderes hätte dir nicht mehr einfallen können. Ja, sag ich, aber du musst zugeben, die Geschichte, was ich da gelesen habe, die hat nicht passt für die Kinder. Ja, warum hast du sie dann vorgelesen, sagt sie. Aber jetzt wird nichts mehr getrunken, hat sie gesagt. Du gehst schon nicht mehr ganz gerade. Wir haben noch genug zu tun. Dann ist sie umgestiefelt zum Auto und hat ungeduldig gewartet, bis ich endlich geschickt war zum Einsteigen. Beim Wegfahren hat sie auf einmal einen lauten Kracher gemacht. Sie ist sofort auf Bremsen, aber es war schon zu spät. Ich habe einen Bischofsstab erst halbwegs im Auto drin gehabt und er ist beim Arschling von einem Zaunpfosten hängen geblieben und abgebrochen. Das gibt's doch nicht, schreit sie und springt aus dem Auto. Ja, sag ich, das kommt von Hudeln. Du musst schon warten, bis ich alles ganz verstaut habe, Herrin. Was wird der Gotthard sagen, der teure Bischofsstab, jammert sie und probiert, ob er nicht wieder zum Zaumstecker war. Aber es hilft alles nichts, er ist abgebrochen. Sogar 2-mal. In dieser Stickel ganz abgebrochen und der obere Teil ist nur einmal gebrochen gewesen, aber der hängt nur ein wenig zusammen. Gehst halt mit einem kurzen Hirtenstab, sagt sie. Das schaut lappisch aus, sag ich. So ein großer Nikolaus mit so einem Stumpel und niedrigen, das einen Knick hat auch noch dazu. Ja, verdammt nochmal, flucht sie, pass halt besser auf deine 7 Zwetschgen und trink nicht so viel. Ach, wegen die paar Stamperl, sag ich. Und du bist ja bloß neidisch, wollte ich nur dazu sagen, weil du fahren musst und nicht trinken darfst. Aber ich hab lieber nichts mehr gesagt, ich wollt's nicht noch mehr ratzen. Und wir haben weitergefahren. Draußen habe ich wieder einmal austreten müssen. Gott sei Dank war es schon stockfinster und ich hab nicht lang nach einer Deckung suchen müssen. Ja, und von da an ist meine Erinnerung an den Gang der Ereignisse nur mehr bruchstückhaft, wie man so schön sagt. Ich weiß nur mehr, die nächste Familie ist von einem Anwalt gewesen und ich hätte mich unmöglich aufgeführt, hat es nachher im Auto gesagt, Nicolina, und außerdem hat mein Alba hinter so einen gelben Samen gehabt und ob ich es leicht beim Brunzen nicht der Tee gekommen hätte.
Und überhaupt, was ich für einen Stiefel dahergeredet hätte da drin und am lieben Fahrrad auf der Stuhl heim und überhaupt war das heuer das letzte Mal, dass er sich das antut. Und ich soll gefälligst meine Hände von ihren Knie wegtun und so weiter. Sie hat mich nur mehr zusammengeschissen die ganze Zeit. Ich weiß nur mehr, dass ich beim nächsten Mal das goldene Bierchen in Schnee vergessen hab, beim Austreten wieder, und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Und dass der Nikolaus-Stecker nur einmal abgebrochen ist, bei der Stuhl, wo er schon nicht gehabt hat, so dass wir ihn endgültig da schmeißen müssen haben. Einmal bin ich auch noch gestolpert, erinnert ich mich dunkel, und bin der Länge noch in den Gatsch reingefallen, und danach hat mein Gewand angeblich verheerend ausgeschaut. Und die Bischofsmützen Mitra war nachher gelätschert wie ein Leberkäse, hat Nicolina in Gotthard verzählt. Und an dem Zustand mit der lätscherten Haum, den trägerten Gewand, eine Stecker und eine Birche, da war's kein Wunder nicht gewesen, hat sie später behauptet, dass die Leute beim nächsten Termin gemeint haben, ich bin sicher der Krampus und sie möglicherweise der Nicolo. Und dass ich nur dazu hat's behauptet, so seltsame Granser die Laute von mir gegeben hätte, wie ein wildes Viech oder ein Krampus eben. Und da hätte sie, die Nicolina, hat's jedenfalls gegenüber dem Gotthard und der Helene später behauptet, da hätte sie kurzerhand meine Haum genommen und einen Wattebart, den die Hausfrau selber daheim gehabt hat. Und damit hätte sie selber in Nikolaus gespielt, hat's behauptet. Und nachher hätte sie sich entschuldigt bei den Leuten wegen mir und einer nicht die Hälfte kassiert. Und die übrigen Termine hätte man angeblich überhaupt gestrichen, hat's behauptet, weil sie hätte mich gleich nachher schnurstracks vor meiner Haustür angeliefert, weil ich komplett besoffen war, hat's gesagt. Und angeblich deswegen haben sie mir nachher nicht 15 Euro gezahlt für den ganzen Tag. Und das war nicht einmal ein Zehntel von dem, was ungefähr ausgemacht gewesen ist. Angeblich auch wegen den abgebrochenen Bischofsstab, haben sie gesagt. Und weil das ganze teure Gewand in die Reinigung muss. Samt der Mitra, der Kostbaren, die echt einmal einen Bischof gehört hat. Und ich sollte froh sein, dass ich überhaupt etwas kriege und nicht nur etwas draufzahlen muss, weil ich koste ihnen bestimmt weit mehr, als was ich eingebracht habe. Von den Stammkundschaften gar nicht zu reden, die ich ihnen verbrüht hätte. Natürlich habe ich protestiert, das ist nicht fair, habe ich gesagt zu der Helene. Bei den Stecker ist Nicolina mit ihrer Hudlerei schuld gewesen, das ist sicher. Und von den übrigen kennt sie ja auch nur der Nicolina ihre Seiten. Und ich kann ja keine Gegendarstellung nicht machen, habe ich gesagt, weil ich eine Erinnerungslücke habe. Da hat die Helene ihr typisch oberschlaues Gesicht gemacht und hat den Gotthard vielsagend angeschaut. Und dann hat sie nicht nur ein Wort gesagt. Eben, hat gesagt, eben. Lasst uns munter sein und uns in den Händen fahren. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wer hat dann nichts gehört? Ich habe schon die Kommage. Es ist leer, jeder soll sich bedienen.